Ja, 5 Lichter an und jetzt geht's also los. Pascal Wehrlein gegen Alice. Und natürlich die Innenbahn erst einmal wieder diejenige, die erst einmal einen gewissen Vorsprung ermöglicht. Es gibt natürlich hier vor allem die Maßgabe, hier ganz sauber zu fahren. Und wenn es auch in den ersten Läufen ein bisschen fliegt, wegen der Spurwechsel und Begrenzung fahren, so ein bisschen durcheinander ging. Eine Devise haben sie auf jeden Fall alle schon mal beherzigt, die war gestern in der Fahrerbesprechung. Die oberste Direktive, don't crash the cars, also bislang ist noch keines der Autos verunfallt. Keiner der Fahrer ist in irgendeiner der Streckenbegrenzungen geändert. Schnellster Mann in Runde 1, Jean Alesi. Aber wie gesagt, das dreht sich ganz gerne. Da hat Pascal Wehrlein auch nicht so viel hier. Wagen schiebt ordentlich über die Vorderräder nach vorne. Das ist das sogenannte Untersteuern. Jetzt hat zumindest mal Pascal Wehrlein die Spur gewechselt. Das ist schon mal sehr interessant. Im Moment hatte ich kurz mal das Gefühl, wir sind beide auf der gleichen. Da ist Jean Alesi im dunklen Auto, Pascal Wehrlein im weißen. Dunklen Auto im hellen, also im weißen Nico Rosberg. Wo beide gleich gut weggekommen. Geübt haben sie natürlich auch ein bisschen. Sie wissen also, wo es lang geht, und Mick Schumacher wird gleich mal schauen. Für ihn ist es ein bisschen ungewöhnlich. Jetzt hat das Auto ein Dach und ist deutlich schwerer. Die Formel 4 sind natürlich deutlich das zu bewegen. Und dieser Ungewöhnungsprozess muss da schon vonstatten gehen. Aber er macht das bislang ganz gut. Ist zumindest mal im ersten Umlauf. Und vor Nico Rosberg, aber der hat jetzt natürlich die kürzere Wegstrecke 2 Runden lang, hat also die Möglichkeit, sich jetzt auch die Vorsprung auf die Heimseite zu schaffen. Wir gehen über den Strich, das ist der zweite, dann 1,6 Sekunden jetzt also der Vorsprung von Nico Rosberg im letzten Umlauf. Mick Schumacher allerdings kämpft, wie das in der Formel 4 natürlich auch schon die ganze Saison über getan hat. Das sind ja richtig heiße Automaten. Das ist wirklich schwierig zu überholen, aber das kriegen die Jungs dann auch schon auch irgendwie. Das ist die Talentschmiede des Motorsports, eine von vielen. Die erste Formel 4, dann geht es in die Formel 3 und aus der kommt man dann meistens in die ganz großen Formelklassen, wie zum Beispiel die Formel 1 und nach Rosberg. Da hat es aber böse Untersteuerung gegeben. Das könnte natürlich auch ein bisschen passieren, jetzt beinahe gesagt. Aber er hat Gott sei Dank auf sich von Rosberg und gewinnt. Der Transponder bei der Zeitangabe im Auto hat nicht gearbeitet. Hier steht es noch 1:1, oder beziehungsweise gleich in der ersten Runde hat Nico Rosberg jetzt einen gewissen Vorsprung vor der Mailänder. Aber das ist alles noch auszugleichen, ganz, ganz ruhig, ganz, ganz easy. Das sieht sehr sauber aus bei Nico. In seinem ersten Lauf im Achtelfinale hatte er noch den einen oder anderen leichten angedeuteten Querschläger mit dem Hals, das Auto dann ein bisschen zu sehr über die Vorderräder schob. Das mag allerdings auch dem Modell geschuldet sein. Der A45 war es im Achtelfinale. Jetzt ist es der C63S. Oh, schöner Jump hier über den Körper. Allerdings die Streckenbegrenzung bleibt heil. Übrigens interessanterweise diese 8 Stange, die Bernd Schneider umgeschmissen hat. Eigentlich hätte er für 8 Sekunden Strafe bekommen müssen. Es waren am Ende nur 5. Da war aber der Rennkommissar ganz, ganz gnädig
Und hier, wer ist siegreich in diesem Lauf? Das ist die Frage. Wer schneller hat der Meinung? Das ist ja ganz aber so übrigens mit etwas mehr als 2 Zehntel Vorsprung. Und wenn man heute mit diesem kleinen Griff nicht gehabt hätte, dann hätte es womöglich gereicht. 70 Meter, bei 4 Runden, das ist wirklich ein ganz kurzes Rennen. Das war die ganz heiße Kiste. Ein riesen Dankeschön an die beiden für ein traumhaftes Halbfinale. Ja, durchsetzen. Die Antwort darauf gibt es jetzt 4 Runden lang in dem Mercedes AMG GTS. Das Auto übrigens die Basis für den Kundensporteinsatz im Jahr 2016. Ab dem Jahr 2016 ersetzt den SNS AMG GT3 und diese beiden fahren also quasi das Auto schon mal für den einen Einsatz machen. Der hat da offensichtlich richtig Spaß gefunden an diesen kurzen, engen Kehren, an diesem Lastwechsel immer von links nach rechts, kommt offensichtlich richtig gut klar. Rosberg allerdings natürlich aufgrund der etwas kürzeren Wegstrecke erst einmal vorne. Jetzt aber holt schon wieder näher auf, nur noch 0,6 Sekunden. Kann der Mann im schwarzen Auto diesen Aufwärtstrend weiter aufrechterhalten? Da ist er gerade mal schön über den Körper gesprungen, das haben wir jetzt auch schon wiederholt gesehen. Also man verschiebt hier wirklich keine Millimeter Wegstrecke. Immer die engste Linie wird gewählt. Schönheitlich, da sehen wir Rosberg im blauen Auto. Also, das wird nochmal eine ganz, ganz enge Nummer. Also das könnte ähnlich eng werden wie das Rennen zuvor. Es gibt tatsächlich ein Fotofinish und es gibt tatsächlich ein Fotofinish zugunsten von Daniel Schunker. Oder hat er dann noch Power gefahren? Ja, Mensch, also gerne Mercedes-Benz schon 1990 bis 1993 im Einsatz. Der Mercedes-Benz 190 E25-16 und der fährt jetzt gegen Pascal Wehrlein, der in seinem aktuellen DTM-Auto Mercedes-Benz C63 DTM hier auf der linken Seite zu bewundern ist. Ist der DTM-Werkschneider. Nun ist natürlich Wehrlein in seinem Auto allein von der Leistung her durchaus gefordert. Aber das will natürlich noch so eine Strecke überhaupt nicht wissen. Da kann also durchaus sein, dass der Werkschneider aber irgendwie nicht so aus. Macht aber gar nichts, was kann der in diesem Jahr die DTM gewonnen hat, irgendwann der konstanteste Fahrer im Feld war. Auch dann, wenn er maximal nur ein 5er Platz drin war, der ihn geholt. Siegreich, zweimal Zweiter, einmal Dritter, Sieger in St. Nürnberg in Moskau. Und dann hat er eben, wie ich bereits gerade erwähnt, 15 von 18 an Punkteresultaten nach Hause gebracht. Das ist dann wirklich so eine Geschichte. Hatte während seiner Zeit das andere sagen, der hat sich immer darüber Gedanken gemacht, wann ist mein nächster Meistertitel eigentlich fällig? 95, 2000, 2001, 2098 natürlich alles Mercedes-Benz ist der DTM, der nach wie vor erste Vollgas gibt. Aber war natürlich etwas übertrieben formuliert. Halbfinale gegen diesen Platz machte er ausnahmsweise einbezogen haben der Stadtgrenze. Hier sind wir genau einmal das Auto fortgeschreitet, bekam das Auto bei einem Auftrag verweisen und drüber als auch unten drunter. In diesem Auto jetzt im nächsten Jahr dann richtig angegriffen. Zum ersten Mal dann vorne 1 Boliden, grünes Helmet und Nico Rosberg. Erster und Zweiter im Jahr 2015. Der eine mit 10, der andere mit 6. 7 macht 16 von 19 Rennen insgesamt gewonnen. Das ist mal eine gar nicht so schlechte Bilanz, vor allem eine, die man nächstes Jahr noch toppen kann. Toto Wolff mit die Laura, ihr wisst, wovon
los. Nico Rosberg mit dem schwarzen Ring, der Start Nummer 6. Lewis Hamilton in Gelb, Silber, Rot mit der Startnummer 44. Seiner Lieblingszahl, die er auch trotz dem das der Formel 1 Weltmeister geworden eine dicke fette 1 vorne durch die 19 Grand Prix Veranstaltungsauto spazieren zu fahren. Aber nein, er hat gesagt, die 44 ist meine Zahl. Und die bleibt es auch. Nico Rosberg, der natürlich der Stunde ist. Er hat lange irgendwie kein Rezept gefunden gegen Lewis Hamilton, der dann immer irgendwie so ein bisschen über die Nase vorne hatte. Erst in den letzten 3 Rennen hat Nico Rosberg dann mal deutlich gezeigt, zu was er imstande ist, dass man diesen Lewis Hamilton in vielen während der Saison für unschlagbar hielten, dann doch das eine oder andere Mal besiegen kann. Und das ist natürlich die Lieblingsbeschäftigung. Das kann jetzt ein Rennen sein, wie es will. Da haben die beiden auf die Uhr keine Lust mehr. Die ist schon viel zu oft gelaufen in diesem Jahr. Oh, jetzt Lewis Hamilton. Wo ist der Rückwärtsgang? Und auch die Frage, vielleicht vorwärts dann doch einen dieser Felder abzuräumen. Das tut er in dem Fall nicht. Also, jetzt kann man vom Mercedes-Stern fast nichts mehr erkennen, weil jetzt so viele Reifenspuren da drauf sind. Aber natürlich, das geschulte Auge weiß immer noch, wer hinter dieser Veranstaltung für das Chaos 2015 steht. Und ich habe da genug, er hat nämlich überhaupt nicht die Note, da brauchst du durchaus auf die eine oder andere Drehung. Einmal hat er sich den Titel jetzt genutzt. Und wir dürfen vor allem jetzt schon ausgesprochen neugierig sein, wie das sich dann im kommenden Jahr verhalten wird, ob dann tatsächlich die große Stunde von Nico Rosberg steckt oder vielleicht noch ein weiteres Formel 1 Team ein bisschen